Entschuldigung, wirklich ist mal wieder durchfrittiert. Lersu mal wieder am Start und das endlich das erste Mal im 2020. Darum auf jeden Fall alles Gute, oder alles Gute. Vor allem auf jeden Fall alles gut. Ich kann nicht mehr lernen. Das erste Video in diesem Jahr und ich habe schon komplett verkackt. Aber was ich auf jeden Fall gerade am Anfang zu sagen, ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch gehabt. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Darum Happy 2020. Es ist wieder so weit, Alter. Und ja, das ist mein erstes Video, ich denke mal so zum Anfang und so weiter. Das ist ein neues Jahr und genau wegen dem, wo es ein neues Jahr ist, habe ich euch gefragt, was ihr mir so möchtet fragen, was um 2020 auf meinem Kanal wird passieren. Und das habt ihr auch gemacht, sehr fleissig. Das ist jetzt das Video dazu, also merci vielmals schon jeder, der überhaupt etwas reingeschrieben hat. Die noch nicht auf mir auf Instagram folgen, wäre es hier eingeblendet, einfach aus dem Grund. Da könnt ihr auch solche Zeug teilnehmen, was ich gesagt habe, da könnt ihr auch abstimmen, was hier auf meinem Kanal zu sehen gibt. Aber auf jeden Fall starten wir jetzt das Video, was ich noch sagen wollte. Ihr seht hier eine andere Location gewählt, jetzt auch hier mal von meinem huren Computer, oder? Dann, es sieht natürlich, ich sehe noch die huren Nano-Leaves, also ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich tue das mal im Hintergrund, einfach, dass es ein bisschen attraktiver aussieht. Und ich habe natürlich auch hier für die romantische Stimmung ein schönes Lagerfeuer am Laufen. Und hier rechts, oder von mir rechts, von euch ist auch links, ja, ist noch mein Kanal und das ist eigentlich genau das Zeichen jetzt, dass ihr abonnieren dürft. Und ja, dann würde ich sagen, let's go! Auf jeden Fall schon mal eine richtige Ehrenfrage von Janik Hunziker am Anfang, und zwar, gibt es wieder mal einen Song? Und auf die Frage kann ich eigentlich nur eins sagen, ja, es kommt ein Song. Der wird auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, aber auch nicht irgendwie professionell, weil ihr kennt mich. Ich nehme nicht alles auf die hohe Schippe, aber auf jeden Fall professioneller als der Lersu ist wieder da, wäre irgendwo hier oben verlinkt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Vielleicht auch etwas mit dem Tanu, oder wir wissen es noch nicht, aber es kommt auf jeden Fall dieses Jahr sicher wieder ein Song, oder vielleicht sogar mehrere, man weiß nicht, aber man kann sich sicher auf weitere, nicht ernst gemeinte Musik von mir freuen. Die Marina fragt, was sind deine Vorsätze für 2020? Auf jeden Fall, ich gehe schon mal wieder Grüße raus. Meine Vorschläge für 2020... Vorsätze. Ich kann... Schau, nicht mal Deutsch kann ich. Also auf jeden Fall mal in den Deutschkurs gehen. Da kann ich endlich mal hier normal von der Kamera lernen, ohne irgendwie etwas zu machen. Oder ohne mich die ganze Zeit zu verhaspeln. Was haben meine Vorsätze sein, möchten wir in diesem Jahr eigentlich so viele Sachen, wo ich bin halt ein fauler Sack. Ich gebe es zu, ich bin offen und ehrlich, ich bin einfach ein fauler Sack. Und mein Ziel eigentlich 2020 ist, dass ich vor allem ein bisschen produktiver bin. Ja, produktiv. Dass ich auf jeden Fall wieder produktiver bin, was YouTube und so weiter angeht, wo ich halt gemerkt habe, dass ich halt relativ viele Sachen, gut, ich bin halt das, aber ich tue halt relativ gerne viele Sachen weiter verschieben und möchte das nicht direkt abgedreht haben oder was auch immer. Und das ist so ein bisschen mehr als Vorsatz, dass ich Sachen direkt angehe. Und unter anderem habe ich natürlich auch die LAP dieses Jahr. Und ich bin nicht der Marc, ich möchte gerne die LAP bestehen und natürlich auch mit einer einigermaßen akzeptablen Note. Und das ist natürlich auch eines meiner Jahresvorsätze, dass ich dort ohne Probleme durchkomme und meinen Lehrabschluss endlich schaffe. Von wem bist du Fan? Das ist zwar nichts für das Jahr 2020 zu tun, aber ich kann euch eigentlich so sagen, was so ein bisschen meine Vorbilder sind, die mich einfach inspirieren, die ich mich daran orientiere und die mich halt echt so ein bisschen das Leben lang geprägt haben, sage jetzt mal die Person Number One, die ich auf jeden Fall wo eigentlich eines meiner Vorbilder ist, die ich unbedingt kennenlernen mal oder ich mal einmal mit dieser Person lernen, ist eher anstoß. Scheißegal, was da für Jungen schauen, aber wenn dieser Mensch neben mir steht, ist er dann nicht Stiefel. Auf jeden Fall ist das, ich möchte unbedingt mal den Will Smith treffen, wo ich finde, seine Ausstrahlung, so wie er sich gibt, jetzt nicht mal unbedingt, was er für Filme macht und so weiter, wirklich seine Persönlichkeit, also ich finde so attraktiv. Das kommt jetzt so richtig falsch über, als möchte ich da gerade meinen. Ich finde ihn einfach als Person her, finde ihn halt einfach sehr interessant und ich liebe seinen Charakter, wie er mit Menschen umgeht und so weiter. Und das möchte ich natürlich auch mal mit ihm Real Life erleben, darum das ist so ein bisschen mein Vorbild. Was ist dein Jahresmotto? Merci vielmals für die Frage, Sascha 13. Habe ich das richtig vorgelesen? Ja. Merci vielmals für die Frage, Sascha 13. Mein Jahresmotto ist eigentlich
99,9% einfach immer gut drauf zu sein. Das bin ich zwar eigentlich schon immer, aber ich möchte halt einfach, ich bin halt ein Mensch, ich habe gerne Liebe, ich habe gerne Freundlichkeit, ich habe gerne Wärme und das möchte ich natürlich auch ausstrahlen. Ich möchte mit meinen Kollegen gut haben, ich will es mit meiner Familie gut haben, ich will es echt mit allen in meiner Umgebung möglichst gut haben und ich liebe es halt einfach mit Personen zu lernen und so weiter. Und darum ist das so ein bisschen mein Jahresmotto, dass ich einfach, egal was passiert, ich probiere freundlich zu bleiben, immer motiviert bleiben und an meinen Sachen dranbleiben. Der Joshua Klausen fragt, mit wem willst du noch ein Video machen? Ich möchte einfach 2020 mal mit allen Schweizer YouTubern ein Video gemacht haben. Ob es jetzt der Maelo ist, den ich seit 6 Jahren probiere, mit dem mal ein Video herzubekommen, aber wir einfach beide einfach nicht schaffen. Ob es jetzt das ist oder sonst einfach etwas. Mein Ziel ist einfach mit möglichst vielen Leuten einfach zusammenarbeiten. Ja. Mein Ziel ist halt einfach mit möglichst vielen Leuten zusammenarbeiten. Alter Mann. Mein Ziel ist halt einfach mit möglichst vielen Leuten zusammenarbeiten. Mein Ziel ist, dass ich mit möglichst vielen Leuten zusammenarbeiten kann. Yeah. Weil ich bin halt einfach der Meinung, dass vor allem bei uns in der Schweiz, bei unserer kleinen Schweizer YouTuber-Community, finde ich es halt einfach sehr wichtig, dass man halt viel zusammenarbeitet, dass man sich gegenseitig unterstützt und das ist natürlich immer besser als eine Feindschaft. Also als gäbe es hier den grössten Beef halt. Nein, aber ich finde es halt einfach, Zusammenarbeit ist einfach immer das Beste. Somit wäre das die letzte Frage gewesen, die ich jetzt heute hier beantwortet habe. Merci für mal die erregenden Fragen reingeschrieben haben. Wie gesagt, die mir noch nicht auf Instagram folgen, werden hier. Und sonst dürft ihr mich natürlich auch hier unten abonnieren. Dann verpasst ihr nichts mehr und einfach auf die Glocke drauf bretschen, bis das Zeug hornet. Und dann kommt das so wunderbar gut. Und dann würde ich sagen, habt weiterhin ein guten Jänner 2020 oder wenn noch immer ihr das Zeug schaut. Nächste Woche kommt ein Video, wo ich vielleicht etwas anderes ankündige. Wir wissen es noch nicht, wir sehen es dann. Darum schaut auch dann wieder unbedingt vorbei. Und dann würde ich sagen, Hilfe miteinander und Wer zwischen dir an? Er zieht sich an, der Hose lässt er rauf und cool gehen. Schon wieder so ein Theater. Hure sich. Dabei bin ich nur bei meiner Mutter gsi. Sie schickt mich heim und pisst mir ans Bein, sagt aus dem Stall und wird nicht gehen. Jetzt bin ich endlich mal wieder allein und kann mich konzentrieren aufs Melkchen daheim.